Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Herzlich willkommen zum heutigen Karfreitagsgottesdienst, wo wir zusammen an den Tod von Jesus Christus denken. Ich lese den Kreuzigungsbericht aus dem Lukas-Evangelium. Und als die Soldaten an den Ort kamen, der Golgatha, Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort Jesus und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. Und das Volk stand und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten: Andere hat er gerettet, er rette sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten: Wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihm in griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben: Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war um die 6. Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde, da sich die Sonne verfinsterte. Der Vorhang des Tempels aber riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Am Karfreitag im Jahr 30 nach Christus ist Jesus Christus verurteilt und gekreuzigt worden, obwohl er während seinem ganzen Leben nie eine Sünde oder etwas Böses begangen hat. Im Gegenteil, Jesus hat allen Menschen die Liebe von Gott näher gebracht. Er hat Menschen geheilt von körperlichen Krankheiten, auch von seelischen Leiden. Und das Neue Testament zeigt uns auf jeder Seite, dass Jesus Christus der Sohn von Gott ist, sogar Gott selber. Dass Jesus Christus ganz Gott und ganz Mensch war. Wegen dem hat Jesus auch stellvertretend für uns unsere Schuld tragen am Kreuz von Golgatha. Und mit Jesus sind 2 Verbrecher gekreuzigt worden. Wir haben es vorher gehört in der Geschichte. Der erste hat zu Jesus gesagt: Bist du nicht der Christus, denn du dich selber retten? Der hat versucht, in letzter Minute noch sein eigenes Leben zu retten. Er hat wollte, dass Jesus ein Wunder macht, dass er vom Kreuz absteigt und die anderen 2 Verbrecher den auch noch retten und befreien aus ihrer Todesqual. Der zweite Verbrecher hingegen hat seine Schuld eingestanden. Er hat erkannt, dass Jesus Christus schuldlos am Kreuz war. Wegen dem hat er sich an Jesus gewandt und hat gesagt: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus hat ihm geantwortet: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus hat dem zweiten Verbrecher seine Schuld vergeben, weil er sie öffentlich
eingestanden und bekannt hat. Der zweite Verbrecher ist gerade nach seinem Tod mit Jesus Christus ins Paradies eingegangen, in den Himmel, wie man landläufig sagt, in die ewige Herrlichkeit, in die Gegenwart von Gott. Das Evangelium, die frohe Botschaft und gute Nachricht, bedeutet, dass Gott uns unsere Schuld vergibt, wegen dem stellvertretenden Tod von Jesus Christus. Und wir können das annehmen in einem Gebet, wenn wir das Geschenk öffnen wollen, dann können wir das Gott sagen, in einem Gebet und das annehmen. Und die Vergebung von unserer Schuld befreit uns auch von den Fesseln von unserer Vergangenheit. Gott lädt uns ein, dass wir mit dieser Befreiung nicht warten bis zu unserem letzten Atemzug von unserem Leben, sondern dass wir das jetzt ergreifen. Und Jesus Christus als unser persönlichen Herr und Heiland annehmen in unserem Leben. Gott ringt darum, dass wir jetzt schon den Schritt auf Jesus zumachen und unser Leben ihm ganz anvertrauen, dass wir befreit werden von Schuld, Sünde und auch von unserer Scham. Karfreitag zeigt uns, dass unsere Sünde und unsere Rebellion gegen den heiligen Gott so gross war, dass Jesus Christus sterben musste für uns, anstelle von uns. Damit wir nicht sterben müssen, damit wir leben dürfen. Und Ostern zeigt uns, dass die Liebe von Gott Jesus Christus auferweckt hat, dass die Liebe von Gott stärker ist als der Tod. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Amen. Gott lädt uns ein, zum Abendmahl an seinen Tisch zu kommen. Am Gründonnerstag, einen Tag vor dem Karfreitag, hat Jesus Christus das Brot genommen. Er hat Gott dafür Danke gesagt. Er hat es abeinandergebrochen und gesagt, hat seinen Jüngern gegeben und gesagt, das ist mein Leib, das für euch angegeben wird. Macht das zu meinem Gedächtnis. Ebenso hat er nach dem Essen auch den Kelch genommen und hat gesagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, wo für euch vergossen wird. In der Bibel steht auch, jeder Mensch prüfe sich selbst, dass er das Abendmahl nicht unwürdig einnehmen. Wenn wir Schulden von uns geladen haben, dann bietet uns Gott heute die Vergebung von unseren Sünden an. In der Bibel steht das Versprechen, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Im 1. Johannesbrief 1, Vers 9. Wir beten zusammen. Ich lade alle ein, ins Gebet mit einzustimmen. Heiliger Gott, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus geschickt hast und dass er für uns gestorben ist. Wir danken dir, dass du uns versöhnt hast mit dir. Wir bitten dich für alle Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind und leiden, dass sie sich nicht einsam fühlen müssen, sondern dass du sie heilen und trösten und dass sie dich dürfen als guten Hirt kennenlernen. Wir bitten dich für die Menschen in öffentlichen Ämtern, dass du ihnen Weisheit verleihen in dieser schwierigen Zeit, in der sie viele Entscheidungen treffen über die Gesundheit von anderen. Wir bitten dich für die verfolgten Christen, für unsere Brüder und Schwestern im Glauben, die sich heute nicht öffentlich treffen können, dass du ihnen Kraft und Mut schenken und dass sie weiterhin an dir festhalten. Alle unsere Gebete fassen wir zusammen im Unser-Vater-Gebet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Beim Abendmahl feiern wir den fröhlichen Wechsel. Jesus Christus nimmt unsere Sünde auf sich und schenkt uns dafür seine Gerechtigkeit. Der Leib von Jesus Christus, gebrochen für uns. Das Blut von Jesus Christus vergossen für uns. Herr, deinen Tod verkündigen wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du wiederkommst und hältst dein Mahl mit uns in deinem Reich. Amen. An dieser Stelle kann ich auch noch ein paar Mitteilungen weitergeben. Herzlich danke ich ihm Mike für die Unterstützung bei dem Videogottesdienst. Die Kollekte, die wir heute zusammenlegen, ist für Open Doors Pocht Uvecht bestimmt. Diese Organisation setzt sich für verfolgte Christen ein auf der ganzen Welt und unterstützt sie, indem sie ihnen die Bibel geben, Ausbildungsmaterial und auch soziale Hilfe. Ich empfehle Ihnen diese Kollekte ganz herzlich und danke Ihnen für alle Ihre Spenden. Kontoangaben finden Sie auf unserer Homepage www.kirchengemeinde.ch und auch auf YouTube unter den weiterführenden Informationen zu dem Video. Wenn Sie mit mir in Kontakt treten wollen, können Sie das gerne machen unter meiner Telefonnummer 062 767 60 90 oder via E-Mail michael.freiburghaus@kirchengemeinde.ch. Ich freue mich sehr über Ihre Nachricht. Ich spreche den Segen. Es segnet uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.